Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr wahrscheinlich gerade schon merkt, ist der Hintergrund wieder mal anders. Und zwar, ich habe meine Host Family gewechselt. Und deswegen ist jetzt auch ein anderer Hintergrund, ein besserer Hintergrund, mag ich viel mehr. Wie ihr den Titel haben können werde ich heute euch Fakten über mich erzählen. Ich weiss noch nicht, wie viele es sind, deswegen steht es im Titel oben. Fakt Nummer 1. Mein Name ist Leonie. Fakt Nummer 2. Wenn ich ein Bub geworden wäre, wäre mein Name Luca. Auch wieder mit L. Mein zweiter Name ist der Name von meiner Mami. Ich bin ein halbes Jahr lang in England gewesen. Oder besser, bin immer noch hier, aber der Freitag, am 2. Dezember, ist meine Heimreise in die Schweiz wieder zurück. Also heute ist der 29. November, das heisst, ein paar Tage werde ich noch da sein und dann werde ich heimgehen. Mein Englisch-Level hat hier angefangen mit A2. Dann nach 2-3 Tagen bin ich ins B1 rauf. Ich glaube, so 2 Monate bin ich im B1 gesehen und dann dann bin ich dann ins B2 rauf und ich habe heute mein First Exam absolviert. Also alles wird dann noch zugeschickt, also ich will das Ergebnis nicht hier bekommen, sondern die werden nicht geschickt. Und ich hoffe sehr, dass ich das First Zertifikat bekomme. Drückt mir Daumen. Ich konnte hier in England an meine erste LGBTQ Pride gehen, oder LGBTQIA+ Pride gehen, wie auch immer. Es war wirklich extrem cool. Ich habe ein Highlight gemacht für die Stories. Hier könnt ihr gerne auf Insta schauen. Und ja, es war ein sehr cooles Erlebnis. Vor allem, dass Brighton sehr, sehr bekannt ist für die ganze LGBTQ-Community. Ich habe mir hier mein erstes Tattoo stechen lassen. Genau, das ist das Tattoo, das geworden ist. Girls steht drauf. Ich kann es euch jetzt zeigen, wie es jetzt aussieht. So sieht es jetzt aus. Ich habe es hier innen, genau. Und das habe ich mir hier in Brighton stechen lassen. Falls die Einstellung etwas anders ist, sorry. Ich kann den Akku wechseln von der Kamera. Yay. Nächster Fakt. Ich habe mir hier ein neues Piercing stechen lassen und habe somit insgesamt 8 Piercings. Also das Piercing, das ich hier stechen lassen habe. Und dann werden wir jetzt alle zusammenzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja, ich kann einen Rubik's Cube lösen. Und das habe ich innerhalb von 3 Tagen gelernt. Früher habe ich das immer so extrem interessant und special gefunden bei anderen. Und mit ein bisschen Üben habe ich das selber gelernt zu lösen. Und also meine Bestzeit ist 2 Minuten 55. Muss ein bisschen besser werden, aber sonst bin ich froh, dass ich ihn lösen kann. Wie ihr wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen habt, habe ich meinen Plüschbär Winnie the Pooh immer bei mir. Und das habe ich wirklich, seit ich ganz klein bin. Aber mit mir alle Länder bereist, die ich auch bereist habe. Und ist somit in all den Ländern, wo ich auch war. Ja. Und das heisst auch, er kommt auch in jedes weitere Land mit, wo ich hingehe. Ich bin jetzt ein halbes Jahr jeden Tag in einem Doppeldeckerbus gefahren. Weil es hier in England sehr, sehr normal ist, in einem Doppeldeckerbus zu fahren. Gegenüber euch ist immer nur ein Flex, aber für mich ist es jetzt Normalität geworden. Vor allem, ich glaube, die ersten paar Wochen habe ich immer so, ui, endlich mal wieder Doppeldeckerbus. Aber jetzt ist ja normale ÖV halt. Meine Lieblingsfarben sind Orange, Pink und Violett. Aber ich mag grundsätzlich alle Farben. Nächster Fakt, ich bin im Hogwarts Haus Slytherin. Wer hat gedacht, ich bin ein sehr großer Harry Potter Fan. Ich habe hier angefangen in England Mangas zu suchten.
Und zwar habe ich sozusagen fast alle Death Note Mangas durch. Also bei dem bin ich jetzt beim 5. dran. Und es gibt noch einen 6. und es sind jeweils immer 2 dabei. Das heisst 9 und 10 ist jetzt hier innen, genau. Und ich habe somit wieder Death Note angefangen zu lieben, dass ich den Anime wieder durchgesucht habe. Mir ein schönes Death Note bestellt habe. Ein paar T-Shirts mir geholt habe. Nächster Fakt. Ich liebe seit schon längerem Manodeo. Ich habe das lieber. Vor allem das liebe ich. Ich weiss, die Marke ist jetzt anders, weil sie dort in England so ist. Und zwar ist sie ja eigentlich in der Schweiz und so ist so X, also AXE, ja. Und da ist sie Lynx. I don't know, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich habe mal ein Hotelarmbändchen über 5 Jahre angehabt. Und der erste Fakt, ich hatte ein Jahr lang eine Zahnspange. Das haben die auch mich verfolgt. Ich habe kein Video gemacht, wie es nach dem war, als ich die Zahnspange raus hatte. Aber ja gut. Aber euch ist das sehr gut angekommen, die Zahnspangenreihe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt doch sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert doch sehr gerne den Kanal für weitere Videos. Folgt mir gerne auf meinen sozialen Medien. Instagram, TikTok, Snapchat, wie auch immer, Twitter. Ja. Hier kommt ihr zu meinem Kanal, den ihr auch hier könnt abonnieren könnt. Und hier haben wir 2 weitere Videos, die irgendwie vor keine Ahnung wie viel Minuten her sind. Aber weh. Und dann würde ich sagen, man hört sich doch beim nächsten Video. Ciao!